Guten Tag, ihr Leid. Heute geht es an die Entschlüsselung mit der Enigma-Maschine. Gehe ich mal stark von aus. Hier ist sie. Das gute Stück. Das gute Stück. Lass mal angucken. So, Moment. Zuerst muss ich hier mal alles aufmachen. So. Okay. Da fehlt ein Kabel. Also zuallererst mal, guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Call of the Elder Gods. Und wir müssen heute scheinbar Text entschlüsseln. Und wie machen wir das? Indem wir erstmal Hinweise suchen. Ich glaube, ich habe hoffentlich nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, heute geht's richtig ans Entschlüsseln. Also an das große Rätsel. Ich glaube, wir müssen erstmal Hinweise suchen, weil wir wissen ja gar nicht, was wir entschlüsseln sollen. Was ist denn das da? Ah. Alles klar. Aha. Da würde ich mal krass behaupten. This encrypted message is rather short. Genau. What it contains. Genau. Ich frage mich, was sie besagt. So. Also wie der Regen oder der Schnee ist es eigentlich gegen das Fenster prasselt. So, wir gehen die Nachricht zumindest schon mal in die Maschine eingeben, ja? Also, es wird daneben reingestopft. Warum denn dem? Mach das doch da oben rein. Sei doch nicht so. Ja. So. Okay. So. Wir haben ja in der letzten Folge gelernt, wie dieses Maschinchen funktioniert. Aber wir brauchen da deutlich mehr Infos. Und wo kriegen wir Infos her? Hier. Her. Hoffe ich. Ich gucke mich natürlich jetzt erstmal richtig um. Was haben wir denn hier noch Feines? Aha, da ist noch was. Aha, siehste? Dachte ich mir doch. Da, dieses Kabelding. Nee, ist schon in Ordnung. Das gehört an das Enigma-Maschinenteil. Das weiß ich. Okay, das ist schon mal gut. Gut zu wissen, dann haben wir das da. Sag mal, waren die hier eigentlich, haben die auch was gearbeitet oder waren die nur am Saufen hier? Aha. Februar 43. Oh ja, das ist wichtig. Februar 1943. That's February 43, right? Ja. Er kann Deutsch. Oh, nimmt er... Och, nö. Ist das jetzt dann ernst? Nimmst du die jetzt wieder nicht mit? Februar. Ja. Muss ich die jetzt wieder hier liegen lassen und dann dauernd hin und her laufen? Okay. Februar 19... Wir haben also Februar gerade. Da ist noch was. Oh, was ist das? Januar 43. Januar 1943. That means January 1943. Well, yeah. That one's not too hard to guess. Okay, ich krieg hier so langsam... Okay, ich find zu viel Hinweise. Ich hätte gerne etwas weniger Hinweise. Okay, hier gibt's auch noch was. Moment. Oh, das ist noch ein verschlüsselter Code, ja? An encrypted message. Okay, dann nehmen wir die alle mit. Ah, da ist noch eine verschlüsselte, oder? Kann das sein? Oh. No use. It's encrypted. Ja, natürlich ist es verschlüsselt. Nimm alles mit. Okay, es gibt hier... Uiuiui, hier haben wir... Da haben wir aber ordentlich was zu tun, kann ich euch sagen. So. Was ist denn das da? Das ist ein kleiner Safe oder so? Kann ich da nicht den öffnen? So. Haben wir hier oben alles gefunden? Da waren wir. Es ist Februar. Da drüben ist Januar. Ich glaube, wir sind hier relativ durch. So, also das Kleine kam gerade heraus. Das muss also heute angekommen sein, hoffe ich. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, was für ein Tag heute ist. Warte. Also wir müssen erstmal... Genau, jetzt pass auf. Ich will den kleinen... Achso, den Stecker habe ich auch gleich reingesteckt. Den da würde ich gerne nochmal interagieren. Ah, okay, geht nicht. Der war... Oh, das war jetzt natürlich schlecht, dass wir den schon da reingestopft haben, ja. Pass auf. Ich habe da eine Idee. Und zwar... Okay, Moment. Wir nehmen den unten rechts. Unten rechts den nehmen wir raus. So, gut. So, der war unten rechts drin. Dann können wir uns nämlich merken... Ja.
Ich weiß halt nicht, ob das was damit zu tun hat, ne? Also kam der da vor den unten, sind die, ich weiß es alles noch nicht, das werden wir rausfinden. So, hier oben waren wir, glaube ich, auch noch. Doch, da geht's hoch aufs Dach, oder? Ja, nee, oh, uiuiui. Da ist wieder dieses komische Raumschiff. Aber da will ich nicht hin, da drin ist kalt, da draußen. Da draußen ist Wetter. Wer will denn sowas? Also, wir können jetzt halt in dem Haus hier... Was macht eigentlich Ivy da unten? Am Stromhäuschen? Komm doch hoch, Mädel. Ah, da ist sie. Gut. Ich hab gedacht, du stehst doch da unten und... ja. Sollen wir nochmal probieren, ob das hier vielleicht mit Strom aufgeht? No, the door won't... Ja, nee, scheinbar nicht. Und hier unten ist auch... Ah, oh. You still think this is just a radio station? All right, I've got to admit, this is weird as hell. So, okay. Nee, da lassen wir erstmal noch, ja? So, umgucken, da gucke. Niemand ahnt, was wir hier treiben. Adler hatte die Idee, ZNPC unter einer Radioantenne zu verstecken. Aha. Er ist der einzige General, der an das Projekt glaubt. Voigt und Hohenberg befolgen nur Befehle und Klöpke scheint mehr an seinen esoterischen Quatsch interessiert zu sein. Adler ist jetzt auch überzeugt, dass der Erfolg von ZNPC den Sieg des Reichs garantieren wird. Sollte sich unsere Forschung als korrekt erweisen, könnten wir möglicherweise den Kriegsverlauf ändern. What on earth were they doing in this place? Gute Frage. Nächste Frage. Schlüssel haben wir geholt. Antenne. Okay. Jetzt können wir ja alles, was wir letztens schon gefunden haben, aber nicht gucken konnten, können wir jetzt halt endlich durchlesen. Hier, Otto Adler. SS-Ausweisnummer ist nicht gesagt. Obergruppenführer Otto Adler, geboren am 12.06.24 in Dortmund, ist Angehöriger der zweiten... Ist das ein I? SSD3 Bataillon 10, keine Ahnung. Er ist berechtigt, Waffen zu tragen. Okay. Okay, also Adler ist der mit dem Monokel. Der da. Das da ist Adler. A monocle. He must be upper class. What a creepy looking face he has. Die Augen verstören mich am meisten. Ich glaube, dass er von dem Schleim besessen That ist. guy with the white hair must be the senior one. Nur weil er graue Haare This hat? guy looks like a bureaucrat. Okay. Haben wir irgendwie was aufgeschrieben? Nö. Warum auch? Ist ja nicht so, als wäre das wichtig und könnte man eventuell gebrauchen, dass ich nicht... Oha, da steht viel. Achtung an alle. Die 10-Tage-Regel in den Laborrichtlinien schließt den Tag mit ein, an dem die Nachricht versendet wird. Um weitere Verwirrung zu vermeiden, habe ich die korrekten Daten für die Codeänderungen im Kalender markiert. Ich erwarte von jedem General, dass er den Code zu seinem jeweiligen Termin entsprechend aktualisiert. Das ist von Voigt. This Voight fella doesn't sound too happy. Someone must have gotten some dates wrong. Ja. So, jetzt pass auf. Er erwartet das von jedem General. Der ist Obergruppenführer. Ist ein Obergruppenführer ein General? Ich habe keine It's Ahnung. like a workers' registry from 1943. Ah, Hohenberg, Klöpke, Adler, Voigt. Hohenberg, Klöpke, Hohenberg, Adler, Voigt. Okay. Ich habe gerade... Like a workers' registry Ja. from 1943. Ich weiß. Das hast du gerade schon mal gesagt. So, jetzt, er hat endlich etwas aufgeschrieben. Also was das hier ist, weiß ich irgendwie immer noch nicht. Naja. Immerhin muss ich jetzt so... Da gibt's auch noch was. Entdeckung während Unternehmen Weserübung. Hauptmann Felix Stahl. Das ist der Grauhaarige. Der Grauhaarige... Operation Weserübung. The Nazi occupation of Northern Europe. Dieses Dingens da oben. Es sieht aus wie dieses Raumschiff, was er da gefunden hat. So. Also, Felix Stahl ist der Alte. Moment. Ich brauche wieder Zettel. Weil das Spiel mal wieder nichts für mich notiert. Stahl. Alt plus Grau. Wie hieß der? Adler, glaube ich, der mit dem Monokel. Adler ist der Mann mit Monokel.
Und außerdem ist er berechtigt, Waffen zu tragen. Feinerle, hä? Hier gibt's nix. Da ist wieder was. 26.01.1943. Otto ist tot. Ist er nicht Otto Adler? Mein guter Freund, verschlungen von diesem schwarzen, schwebenden Polypen? Nur sein Schatten blieb zurück. Die restlichen Mitarbeiter bestehen darauf, das Projekt zu stoppen, aber das werde ich nicht. Nicht, solange die Anweisung nicht direkt aus Berlin kommt. Otto glaubte daran und ich glaube auch daran. ZNPC ist der Schlüssel zu unserem Sieg. Boy, this radio station gets creepier every minute. So. Yes, I can feel a shiver down my spine. Ach so. And it's not the cold. Sie ist ja doch noch dabei. So, 26.01.43. Otto ist tot. Ich finde schön, dass das Datum hier auf Deutsch ist. Also Tag, Monat, Jahr. Bei den amerikanischen Dingern war es anders. Das finde ich ein nettes Detail, dass sie daran gedacht haben. Wunderbar. So, Adler, Otto. Und der ist tot. Am 26.01. schrieb der das. 26.01.43. So, ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche. Ich nehme alles mit, was ich finde. Gab es irgendwo unten in den anderen Häusern auch noch was zu gucken? Gestern haben wir die Codeanweisung für die Labortür erhalten. Aber uns fehlen immer noch die zugeteilten Nummern der Generäle. Dem Geheimdienst zufolge werden sie mit großer Sicherheit morgen eintreffen. Bis dahin ist der Zutritt zu ZNPC strengstens verboten. ZNPC. Sounds like a secret Nazi project, doesn't it? Also ZNPC soll Secret Nazi Project heißen. Also das ist schon... Ja, das ist... Ich weiß, Sie, Z, bla bla, aber ich fand's gerade witzig. ZNPC. Ja. Pass auf. Gestern kam die Codeanweisung. Da fehlen aber Nummern der Generäle. Morgen werden die Nummern der Generäle eintreffen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich muss mal gucken, irgendwann vielleicht so. Weil im Moment haben wir, glaube ich, noch zu wenig Info. Im Moment finde ich, dass wir noch zu wenig Info haben, um da irgendwas zu reißen. Machen wir da hinten schon. Da waren wir schon, gell? Also Klüppke, Adler ist überzeugt und Adler ist tot. So, kann ich hier irgendwie noch etwas anderes rauslesen? Pass auf, da liegt doch ein Ausweis. Ausweisnummer... wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wenn wir die hätten. So, jetzt lass noch mal gucken hier. Am 26. ist er tot. Aber was? Ja, Februar wahrscheinlich. Weil wenn er im Januar schon tot gewesen wäre, dann würde er im Februar nicht mehr auf dem Plan auftauchen. Also das da. Okay. Adler. Okay, Moment, ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Ach so. Vom 9. ab, inklusive dem Angekringelten, bis zum 19. wird derselbe Code benutzt, ja? Und vom 9. bis zum 14. ist Hohenberg wohl dafür zuständig. Vom 15. bis zum 19. Das ist vom 15. bis 18. ist Adler für irgendwas zuständig. Ich weiß noch nicht was. So, ich brauche irgendwie mehr Infos. Gab es irgendwo noch mehr zu lesen? Ne, das war eine Schraube. Also ich finde, dass ich hier deutlich zu wenig Infos habe. Für irgendwas. Also ich habe zum Beispiel noch...
Ja, komm, wir gucken mal. Wir gehen mal hoch, wir gucken mal. Weil da haben wir ja, ich gehe mal von Februar aus, ja? Das war, glaube ich, wo ist es hin? Da, Februar. So, Datum schreiben, Wahlradstecker, Chiffre. Datum. 26. ist er tot. Moment. Das stimmt nicht. Am 26.01. war er tot. Am 26.01. war er tot. Gut. Das ist eine Info, die wir jetzt halt haben. Keine Ahnung. 26, 1, 2, 3, 7, 19, 22. Ich habe halt keine Ahnung. So, Chiffre. Was war denn... Ich habe so das Gefühl, dass hier noch Infos fehlen, weißt du? Das ist so gerade mein Problem. Soll ich mich jetzt nochmal draußen gescheit umgucken? So, lass mal da gucken. BDA. UZW. Und hier kann man es nicht lesen, aber da ist ein W als letztes, glaube ich. Komm, wir fangen mal mit der kurzen da oben an. UZW. Wir machen jetzt einfach mal irgendwas. So, UZW. Jetzt ist die Frage, erstmal gucken, kommt das bei beiden vor? UZW ist hier bei 25. Jetzt gucken wir mal da, hoppala, da hinten. Ob hier auch ein UZW ist. Nee, da gibt's gar kein UZW. Oder sehe ich das falsch? Nee, da gibt's kein UZW. Okay, jetzt pass auf. Also, UZW 25 ist das Datum. Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir brauchen GEFM und 231. Das kann ich mir merken. Sorry, ich hab's schon vergessen. Ich hab's schon vergessen. 231. Ich muss es aufschreiben. Ich vergesse das. Das kann nicht sein. Okay. 231. 231. Komm, dann schreibt mal gleich alles auf. Oh, mal 25. 231. 23. 13. 2. Dann kommt GEFM. GEFM. Mein Zettel ist zu klein. So, und mit dieser Info probieren wir jetzt halt was. So, pass auf. Wir haben ja... Also das... So. Okay. Also. Dahin. Der Kleine da oben hätte ich gerne. So. Alles klar. Jetzt wieder zurück. Gut. Nein? Okay, komm, wenn wir schon mal hier sind. GEFM. So. Nein. Ja. G, A, B, C, D, G. GE. Und F. M. So, das haben wir. Alles klar. Nein, da nicht hin. Da auch nicht hin. Geh mal höher. Ja. Hier. Jetzt muss ich da unten aufmachen und muss 231. Das ist falsch. 231. Okay, alles klar. Und jetzt 23 13 2. 23 13 2. Kommst du her? So, es sollte reichen. Ja, hat funktioniert. So, gucke. Das ist schon mal gut. Schlussmitteilung. Alle Überlebenden müssen die Station ZNP verlassen und nach Berlin zurückkehren. Das Gebiet wird unter Quarantäne gestellt. Keine weiteren Mitteilungen werden erwartet. Dies ist die letzte Nachricht, die diese Station empfängt.
Heil Dummkopf. Blödmann. Arschloch. So, das steht hier genau so. Lest es nach. Achso, ich wollte gerade sagen, da steht noch was. Nee, steht nicht noch was. The Nazis probably abandoned the base. That's why this message was never received. Die wissen gar nicht, dass sie nach Berlin sollen. Die sind schon vorher abgehauen. So, ach guck mal, schön. Okay, dann mach mal einfach weiter mit dem, was ich weiß. Hier, komm mal rein. RDA. Es ist doch ein R, oder? Bin mir gar nicht mal so sicher. Nee, BDA. So, pass auf. BDA. 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 Ah ja. Da schon mal nicht. BDA. Da ist es, ganz oben. Gibt es da noch ein BDA? Nö. Das ist eine ziemlich einfach zu dechiffrierende Dingensbummens, wenn man... Ist egal. BDA. So, ich muss wieder aufschreiben. 3, 2, 1. 3, 2, 1. So. 19, 25, 6. Und dann PWCR. PWCR. Passwort und Customer Relationship. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss man sich ja merken. Nee, eigentlich nicht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, deshalb so. Also, ich muss da runter. Zum Beispiel. So, wo waren wir? PWCR. Nehmen wir die da. Ach, das ist eine Querz-Tastatur, sehe ich eben erst. Die gab es doch damals noch gar nicht. Okay, das ist jetzt unrealistisch. Querz oder Querti, so sahen damals die Tastatur noch nicht aus. Bin ich mir relativ sicher. Egal, CR. Ich komme mit dieser Tastatur... Ach so! Weil es eben keine Querz ist. Guck mal, hier, auf der Tastatur endet mit P. Und deshalb, das ist alles... Das ist ja komplett falsch. Das ist ja verschoben, ist das ja. Was muss ich suchen? DR. Es gibt kein R. Doch, da oben. So. Dann wieder da hoch. Eigentlich muss ich gar nicht da hoch. Ja, das ist ja... So, jetzt da unten wieder hin. So, also, 3, 2, 1. So, das ist doch gut. Und jetzt 19, 25, 6. 19, 25, 6. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Anleitung zum Laborverschlüsselungscode. ZNPC-Tür. Der Code wird ab heute alle 10 Tage geändert, das wissen wir. Neuer Code ist gleich die Identifizierungsnummer des Generals und aktueller Tag. 2 Ziffern. Okay, das ist schon mal nicht gut. Weil ich habe keine Identifizierungsnummer des Generals, sorry. Also... Nur der befehlshabende General kann die Codeänderung einleiten. Ist dieser nicht verfügbar, ist der vorherige Kommandeur befugt, die Codeänderung einzuleiten. Okay. Das erste Dingens... Also, ja, okay. A code. I wonder. Could that be the code to Ja. access the reinforced door, Professor? Das will ich doch hoffen. Jetzt ist die Frage, okay, also der Code wird ab heute alle 10 Tage geändert, soweit sind wir. Neuer Code ist die ID-Nummer des Generals und der aktuelle Tag. Wir wissen den aktuellen Tag leider nicht. 2 Ziffern.
Nur der befehlshabende General kann die Codeänderung einleiten. Ansonsten der vorherige Kommandeur. Ist mir zu viel denken. So. Ist mir zu viel denken. Ich will nicht denken. Ich sag, wie es ist. So, jetzt pass auf. Übernehme das da. Okay. Ich erkenne da als letztes ein W. Ja? Also ganz ehrlich. Geh mal da raus. Wir könnten jetzt hingehen und ein Rätsel lösen, wie man das lösen sollte. Wir können aber auch einfach gucken. Hier, die 21 beginnt mit W. Also siehst du, so viel sind es gar nicht, die mit, nee, endet mit W, endet mit W. So, mal gucken. Da, die 13 und die 25. Die 25 hatten wir gerade eben, oder? GEFM 25. Ja, die hatten wir schon. Das wird es wohl nicht sein. Also schreibe ich mir mal die 13 auf. Im Februar. Wir machen das jetzt Brute Force Style, also so in Anführungsstriche Brute Force. Also ja, ist es schon, aber so viel rohe Gewalt brauchst du da nicht, wenn es nicht so viel... Oh shit. Okay. Im Januar gibt es die 2, die 3. Wir müssen mal gucken. Die 24 und die Zusatzzahl 28. Kleiner Scherz. So, wenn ich mich nicht verguckt habe. 24 habe ich, das sollte sein. Okay, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene, die wir durchgehen können. Geht so. Jetzt ist die Frage... Sollen wir das irgendwie versuchen, richtig zu lösen? Also wie das geplant ist, aber so. Alle 10 Tage geändert. Identifizierungsnummer des Generals und aktueller Tag. Wir wissen den aktuellen Tag nicht. Das Einzige, was wir wissen vom aktuellen Tag, ist der 26.01., dass Otto tot ist. Aber wann war das? War das vor einem Tag? War das vor 100 Tagen? War das vor 30 Tagen? Ist er gestorben, als das schon rauskam? Als das nicht rauskam? Moment. Okay, Moment. Otto ist am 26.01. gestorben. Das da haben sie schon immer gelesen. Hat das damit was zu tun? Ist quasi am 27. war keiner da. Sind sie am 26. alle abgehauen? Das ist jetzt meine Frage. Adler hatte die Idee, Radio ist das einzige General. Adler ist jetzt doch überzeugt, da lebt er noch. So, da lebt er noch. Das ist die Ausweisnummer. Adler, Dortmund. Ach, guck mal. Ist Angehöriger der zweiten Schutzstaffel D3 Grenzausbilder Bataillon 10. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Er ist berechtigt, Waffen zu tragen. Nee, das, was da um den Stempel unten drumherum steht, ist dasselbe. Also da steht... The Dienstausweis of an SS-Oberstgruppenführer. Some Otto Adler. English, please? Oh, sorry. It's the Dienstausweis. The ID of a Nazi general. Oh. Ach, das ist die ID? Ja, aber die weiß ich doch gar nicht. Steht da immer noch nicht. Die ID-Nummer. Gab's da was... Ey, kann mir einer erklären, wie diese Notizen funktionieren? Also warum notiert der sich nichts? Hat er keinen Kugelschreiber oder was? A monocle. He must be upper class.
Okay, bla bla. Wir gehen einfach hier nochmal schnell alles durch. Gibt es hier irgendwie irgendeine Zahl, wo man was erkennen könnte? Keine Ahnung. Am 26. Otto ist tot. Die restlichen Mitarbeiter bestehen darauf, das Projekt zu stoppen. Das werde ich nicht. Nicht, solange die Anweisung nicht direkt aus Berlin kommt. Also die waren... Das ist jetzt halt die Frage, ne? Die Anweisung aus Berlin kam. Da waren sie aber alle schon nicht mehr da. Die Frage ist, wie lange waren sie noch da? Gehen wir mal davon aus, dass am 26. das Projekt gestoppt wurde und dann sind sie... Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Und dann sind sie alle abgehauen. Und dass die Nachricht am 27.01. gekommen wäre. So. Am 27.01. kommt die Stoppnachricht, ne? Das heißt, um 26. wäre Otto, sein guter Freund, verstorben. So, 26. Otto stirbt. Also das deutet zumindest alles mal auf Januar hin, ne? So, behaupte ich jetzt mal so. Hat man nicht noch irgendwo was zu lesen? Da vorne. Codeanweisung für die Labortür. Fehlen immer noch die zugeteilten Nummern der Generäle. Dem Geheimdienst zufolge werden sie mit großer Sicherheit morgen eintreffen. Moment. Hauptsturmführer Felix Stahl. Ja, ist das jetzt... CNP. Ja, ist das jetzt der Kollege vom Adler? Weißt du was? Es ist mir jetzt zu blöde. Wir gehen jetzt... Wir machen... Operation Rohe Gewalt startet. So, pass auf. Operation Rohe Gewalt beinhaltet, dass wir zuerst... Ich bin ja immer noch bei Januar. Und zwar... Ich nehme den 24. Januar. Am 26. war Otto tot. Also da ist, letzter Buchstabe ist ein W. Okay, Moment, ich muss das hier, genau zeigen. Wo ist er denn, der Koffer? Dass ihr versteht, was ich meine, bevor ich hier... So, das ist der Januar. Am 26. Januar, also das Datum vorne, war Otto tot. Dann muss ein anderer übernehmen. Es kam, also am 24. hat er noch gelebt. Warum sage ich 24 und 26? Weil das die sind, wo mit einem W enden bei der Chiffre hinten, okay? So. Es kam nach dem Tod von Adler, glaube ich. Gehe ich mal stark von aus. Kam eine Nachricht, Projekt stoppen. Nach dem Tod von Adler, Adler ist am 26. gestorben, war der 28. Also würde ich sagen, wir nehmen die Nummer, wir fangen mit der Nummer 24 an. Ansonsten Root Forcen bei uns. Also 24, 231. 2, wo sind wir? 231, 20, 5, 16. JVWM. So, das machen wir jetzt halt. Und dann werden wir sehen. Ansonsten gibt es rohe Gewalt. Fertig. Mir egal. Okay. Ja, guck, wenn wir schon mal hier sind, fangen wir einfach mal da oben an. 231. Das hätten wir schon mal. 20, 5, 16. So. Dann muss ich einmal tiefer gehen. JVWM. Fangen wir mit dir an. JV. Kommst du her? W. Und jetzt hier das M. Okay. Auf geht's. Das ist zu hoch. Die Navigation hier ist ein bisschen schwierig. 20516 JVWM 231. Nochmal nachgucken. 231. Erst nochmal, weißt du, kann ja sein, dass ich jetzt hier. Ach, Alter. Das ist.
MW, WM, JV. Das stimmt alles. Okay. Dann war das die 24. Die geht nicht. Okay. Kein Problem. Wir haben noch ein paar. Ja, wenn ich hier rauskomme. Danke. Februar war das da hinten? Das ist der Januar. Das ist schlecht. Achso, da wollen wir ja hin. Da wollen wir ja hin. Sorry. So, wo habe ich denn aufgeschrieben, wo was ist? Keine Ahnung. Ach, da. Probieren wir mal die 28. 213. Das ist die 28. 213. 9, 26, 20. (9, 26, 20) OXCZ. So. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, also wo fangen wir an? Scheinbar da oben. Guti. 213. So. 9, 26, 20. So. Und dann OXCZ. Wenn wir schon mal hier sind. OXCZ. Okay. Die 28 ist es auch nicht. Dann gehen wir weiter. Ich streiche mal auf dem anderen Zettel da durch. 24, 28 ist es nicht. Schade. Mal eine schöne Herleitung. Alles vernichtet. Wir gehen mal an den 13. Februar, oder? Wollen wir wissen, wo er war. Da. Da nochmal. Oh, wir haben auch noch den 25. Februar, sehe ich gerade. Februar 2,5. 25. Februar. Haben wir doch wirklich... Ah ne, den hatten wir schon, gell? Den haben wir schon mal gemacht. Deshalb haben wir den nicht dazu genommen, glaube ich. Ja, genau. So, wir machen jetzt mal den Februar, dann ist der weg. So, was war's denn? Der 13. Februar. Das ist ein Monat nach meinem Geburtstag. Also, um Tag und Monat, nicht vom Jahr. Okay. So alt bin ich dann doch nicht. So, 13. Februar. Also, los geht's. 3, 2, 1. (23, 24, 16). Und weiter geht's. Wie IVNM. IVNM. Jetzt wollte ich schon römisch lesen hier. So, dann haben wir den Februar zumindest weg und können uns dann nur noch dem Januar widmen. Wir müssen ja alle Eventualitäten austesten. So, also 3, 2, 1. Nee. 3, 2, 1. So. Dann 23, 24, 16. So. Dann ein Stockwerk tiefer. IVNM. Na komm. M. Okay. Test. So. Februar ist auch weg. Ich brauche neue Zettel. Alles klar. Weiter geht's. Ach, ist das eine interessante Folge, oder? Findet ihr das gut? Schreibt's mir in die Kommentare. Nee, macht das nicht.
habe schon genug Mutz in den Kommentaren. So, wo waren wir denn? Februar haben wir durch. Wir sind jetzt, also guck mal, wir bleiben ja nur noch 2. Januar 2 und 3. Mir fällt da gerade was ein. Warte. Wir können ja gucken, wo Adler noch gelebt hat. Adler. Also im Februar zwischen 9. und 18. Februar. Und hier zwischen 10. Januar und 19. Nee. Okay, ich verstehe es gerade gar nicht. Lass gut sein, bin ich zu blöde. Mein Hirn ist jetzt irgendwie gerade auf Brute Forcing gepolt. Da kannst du mir jetzt nicht mit Logik kommen. Hör mal auf, das kriege ich nicht hin. Da müsste ich jetzt halt umdenken. Und das ist ja undenkbar, ist das. Okay, wo war der Januar? Da hinten. So, also. Was muss ich machen? 2. Januar oder 3. Warte. 13 und 25. So. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wir nehmen... Ach nee, schade. Ich habe gedacht, das geht. Ja, nee. So, ja, hier. Ich bin wieder ansprechbar. So, also, ich bin wieder im Labermodus. So, hier. 2. Januar. 2. Januar. Wenn ich da drüben schreibe, kann ich sogar was sehen. 2. Januar, 312. (2016) 1. MFKQ. Ja. Okay. Ach, weißt du was? Wir schreiben das andere auch gleich auf. So, ich bin ja ein Schlauerle. 3. Januar. 132. 15, 25, 25. Und ZIHP. So, siehste, spare ich mir einmal nochmal hin und her gelaufen. So, für euch. Okay, wir gucken mal. Alles klar. Fangen wir da oben an. 312. Sorry, ich war gerade verwirrt. 312. Ist das richtig? Ja. 2016 1. 16 hat sogar gestimmt. Na, komm, hier ist ein bisschen fuddelig hier. MF. Komm. MF. MF haben wir. K wie König. K. Und ein Q wie Quert. Und wir testen. Ich habe ein Problem. Problem lautet, wenn das nicht stimmt, haben wir ein Problem. Okay. Weil meine ganze Annahme basiert, ich kann es mal ganz kurz, meine ganze Annahme basiert nur darauf, dass bei den ersten 3 Buchstaben das letzte ein W ist. Bin mir auch relativ sicher, dass das ein W ist. Das zweite könnte ein S sein. War das nicht SSW? Der 3. Januar. Alter, wenn wir jetzt wirklich alles durchgemacht haben und wir hatten so viele Möglichkeiten beim Brute Forcing und es ist genau das letzte. Ist egal. 132. So. 15, 25, 25. So.
ZI. Und hier jetzt HP. Nein. HP. Was ihr gerade gesehen habt, war gleichzeitiges Yes, direkt gefolgt von Nein. Und zwar Nein, weil wir haben Brute Force betrieben und wir mussten wirklich alle durchgehen und das allerletzte war das Richtige. Und es war nicht so, dass es von der Reihe her das letzte war. Nee, wir hätten auch irgendwo anders. Wir haben ja mittendrin angefangen. Und es war wirklich das allerletzte. Das allerletzte. Mann, hab ich ein super Glück. Okay. Identifikationsnummern der Generäle. Klöpke Wilhelm 37, Voigt Gustav 54, Adler Otto 83, Hohenberg Friedrich 95. Man kann auch 95 sagen. Okay. German names with numbers assigned. Schreib dir das doch mal auf in dein Büchelein. Ja, da hinten ist nur der Code drauf. Ich meine ja nur, schreib dir das doch mal auf in dein Büchelein. Das ist doch nicht so viel verlangt. Ich glaube wirklich, der hat glaube ich wirklich keinen Kugelschreiber oder keinen Bleistift. Der kann nur Fotos einklemmen. Und leere Blätter. Okay. Glöpke, W hat die 37. Voigt, G hat die 5,4. Adler, O hat die 8,3. Und Hohenberg F hat die Nummer 9,5. Okay. Dankeschön. Morgen geht's weiter. Tschüss. Hoffentlich ohne Brute Force.